Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-466-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Das ist schon Beinfeld und ich will interviewen unser Gast. Das ist Shmuel Kassow oder Kassow auf Englisch. Und wir wollen reden wegen sein den ganzen neu Übersetzung und Redagierung von Rochel Auerbachs Warschewer Zavois mit Dokumenten von anderen von ihren Schriften. Wollen wir reden wegen dem und wegen anderen Sachen in Verbindung mit Auerbach und mit Warschauer Ghetto. Es kommt und Kassow kommt euch Ayasha Koyer bei eurer Öffnung mit eurer Übersetzung und eurer Redagierung von Rochel Auerbachs Warschauer Zavois. Und בכלל kommt auch Jascha Koch Arbeit wegen Ringelblum und Eunig Schabes Archiv in Warschauer Ghetto, sei in einem Buch und sei in einem Film. Ein gewaltiger Hälfte. Schönen Dank. Und es kommt auch Jascha Koch, der Bücherzentrale, der Verlag, der White Goat Press, damit sind sie geworden, ein ernster Verlag, wurde gesagt. Ja. Das heute mal meine Übersetzung mit der Projekt euch gedruckt, meine Übersetzung von Lena Jedwabs Talkbuch in der Evakuation in Sowjetrussland, Girl with Two Landscapes, haben sie auch gedruckt. Aber das ist unerschwer wichtiger und mehr ernst. Nun, mit dem, als ihr sollt uns erzählen, etwas wegen sich, von wann ihr stammt und wie ihr seid gekommen zu der Geschichte von Choben und befragt von Warschauer Ghetto und euch wegen eurer Kenntnissen von Jiddisch. Nu, ich habe sich keinmal nicht gelernt Jiddisch. Das heißt, dass Jiddisch habe ich geredet in der Heim mit Tante Mame. Als das in Mame loschen, aber zurückgeschmust kann man sagen, dass ich kann nicht reden klar Jiddisch. Ich aufgehört wird noch mit Litwisch Jiddisch und mein weißrussischer Dialekt. Als ich hoffe, dass die Zuhörer werden
werden mir Mechel sein, weil ich will machen etliche grammatische Greisen. Das heißt, dass die Litwaker sagen nicht, ich habe sie gesehen, sie sagen, ich habe ihr gesehen. Und kein anderer Brehre habe ich nicht. Als die rede ich. Und ja, ist was. Ich bin geboren nach der Milchome in Deutschland. Die ersten 3 Jahre habe ich verbracht in einem DP-Lager. Meine Eltern haben gestammt von Kleinigkeitsstädtlich in Wilner Gegend, was vor der Milchome das gewesen hat, Teil von Polen. Und jetzt befindet sich das in Belarus. Meine Mama hat durchgemacht, dem ganzen Gruben in Ghettos, sie sich geraten wird von der Massenschritte, von den Einsatzgruppen. Danach hat sie sich ausbehalten bei Polak und danach ist sie gewesen ein Jahr in die sowjetische Partisaner. Heißt es, als in Zeit von der Milchome hat sie kein Honig nicht gelebt. Mein Tate hat gehabt ein bisschen Masel. Das heißt, dass in 1940 haben ihn die Sowjeten arrestiert und sie haben ihn verschickt in Sibir. Und er ist gewesen, in Zeit von der Milchome ist er gewesen in Rattenfahrbahn und zu lieb dem ist er geblieben leben. Und meine Eltern haben sich bekannt nach der Milchome und sie seien Ruß in Polen in 1946 und nach der Kelzer Pogrom haben sie beschlossen, als in Polen wollen sie nicht bleiben, seien weg mit der Bricha in Deutschland und ich bin dort geboren geworden. Meine Eltern haben sich besetzt in New Haven, Connecticut, weil mein Vater dort gehabt, Väter, hat gehabt, 3 Väters, was alle haben sie gehabt, kleine Grocery Stores. Und ich habe sich auch gehabt in New Haven, Connecticut. Und ich habe sich gelernt in Trinity College. Und danach habe ich bekommen, Fulbright zu lernen, sich in England. Und in England habe ich gehabt die Schie zu lernen, sich mit Professor Leonard Shapiro, was gewesen ein großer Mumche in dem Gebiet von der sowjetischen Geschichte, von der Geschichte von der kommunistischen Partei. Und seiend ich in England habe ich beschlossen, dass ich wäre ein Historiker. Bin ich rein in der Princetoner Universität für Sof habe ich bekommen mein Doktorat, mein PhD in der Geschichte, aber ich habe beschlossen, als ich will sich im Ganzen nicht vernehmen mit der jüdischen Geschichte und ich habe nicht haben zu tun mit der Grubenforschung, weil für mir ist das gewesen sehr emotionell, sehr schwer. Ich habe gemeint, dass ich sich nicht geben ein Eize mit dem. Habe ich beschlossen, dass ich sich vernehmen mit der russischen Geschichte. Und ich habe geschrieben wegen die russischen Universitäten vor der Revolution. Ich habe verbracht ein Jahr in Leningrad, wo ich habe gearbeitet in die dortigen Archiven. In 1972 habe ich angeheben, zu lernen in Trinity College und ich bin dort geblieben. Ich bin dort geblieben 52 Jahre und noch was arriba auf Pension ist die ersten 20 Jahre von meiner Karriere habe ich geschrieben wegen Russland, aber nachdem wie meine Eltern seien gestorben, habe ich eingesehen, habe ich sich auch gegeben, Nadine Vergessen, in dem, als
ich muss sich vernehmen mit der Geschichte von Chum. Ich muss sich vernehmen mit der Chum-Forschung. Erstens habe ich bemerkt, als in Deutschland, in Amerika, in England vergucken, haben alle ernste Forscher verguckt die Leben von den Juden in die Ghettos. Sie haben verguckt dem Identität von den jüdischen Karbones. Sie haben gelegt dem Trop auf die deutsche Ausführer. Sie haben geschrieben wegen der deutschen Politik, aber sie haben sich nicht verinteressiert mit den wenigsten Leben von den Juden. Efter das gewesen zu lieb dem, was sie haben nicht gekannt, Hebräisch, sie haben nicht gekannt, Jiddisch. Aber das ist gewesen für mich ein sehr großes Problem. Habe ich beschlossen, als ich anheben zu schreiben wegen Emanuel Ringelblum, wegen der Oyneg Shabbos Archiv, wegen der sehr gerufenen kulturellen Widerstand in die Ghettos. Ich wollte beweisen, dass man kann kämpfen nicht nur mit Bixen in die Hände, aber man kann echt kämpfen mit Pen und mit Papier. Und Ringelblum hat sich eingegeben, zu begraben Tausender und Tausender Dokumenten in Zeitkapseln und Dank hat die Dokumenten, was haben sich auch gefunden nach der Milchome, kann man schreiben wegen die Jiden wie Yechidim. Man kann schreiben die Jiden, man kann schreiben wegen die Jiden wie ein Kollektiv. Man kann beschreiben die Kirchen, man kann schreiben man kann schreiben wegen die politischen Parteien. Stell sich vor, als wenn nicht der Ringelblum-Archiv, wollte man nicht gekannt schreiben wegen dem innerlichen Leben von Warschauer Ghetto. Die 500.000 Juden, die sind umgekommen, wollten gewinnen nur Carbones. Und zu lieb dem Archiv haben wir genug Bild wegen dem reichen, wegen dem verschiedenartigen Widerstand, wegen dem sozialen Leben von den jüdischen Massen in Ghetto. Ich habe gearbeitet auf der Thema 10 Jahre und Sof Kol Sof habe ich herausgegeben, mein Buch Who Will Write Our History, wer wird schreiben unsere Geschichte. Die Deutschen haben gemeint, als sie werden schreiben die Geschichte von den ausgehagerten Juden. Aber Ringelblum hat gesagt, nein, viele Bücher nicht der lebende Befreiung, werden zukünftige Historiker schreiben die Geschichte von den Juden auf den Smach von jüdischen Dokumenten und nicht auf den Smach von deutschen Dokumenten. Und hat sich das eingegeben, aufzutun. Danach habe ich sich genommen für interessieren im Leben von Rochel Auerbach, was sie gewesen eine von die 3 Mitglieder von der Oyneg Shabbos Kollektiv, was sein geblieben leben. Von die 60 Männer und Frauen, was Ringelblum hat verbeten zu arbeiten in Archiv, haben sich noch 3 geraten wird. Danach habe ich beschlossen, überzusetzen, die Sichrenes wegen ihr Leben in Warschauer Ghetto, was sie dann geschrieben seien, die geschehen in Medinas Yisrael. Das ist bekitzer meine Autobiografie. Sehr eine interessante Autobiografie und
Ich muss sagen, wir sind in Kemat Landsleit. Das heißt, ich bin nicht geboren geworden in KDP-Lager. Ich bin aber geboren geworden in Bridgeport, Connecticut. Ist weit von New Haven. Und das dann ich direkt in dem Problem, was Rochel, ihr sagt Auerbach, ich sage Auerbach. Ich weiß nicht, wer Auerbach, ja. Sie allein. Auerbach ist Tage besser. Wir wollen ein bisschen später reden wegen dem, was sie es gewesen, nicht den ganzen vergessen, aber zum Teil vergessen, marginalisiert geworden. Chodzi ist gewesen eine zentrale Figur in der Historiografie und Geschichte von Warschauer Ghetto. Aber was da meint es mir, als man redet wegen Bridgeport, mein Tate ist gewesen der Arbeiterringlehrer in Bridgeport, jahrelang. Wenn wir dort in Arbeiten in New York ist gewesen sein Nachfolger Yitzchak Metzger. Und also wir fragen oft von Bridgeport sind wir geworden, nannte Freund mit Metzger in Bridgeport. Danach, wenn hat sich übergezogen in New York, geworden noch mehr Freund. Und hat sich sehr gezeigt mit mir. Ein Klinik hat ein jüdischer Bocher geboren in Amerika, was redet ein guten Jiddisch. Pflege mit mir für erste Diskussionen. Und hat mir den Mund mehr wie einmal Rochel Auerbach. Das heißt, ich habe wegen ihr gewusst, ich habe gelernt, Warschauer Zavos in die 70er Jahren, habe ich geredet mit Metzger wegen ihr persönlich. Sie sind ein gewinner Landsleit. Und sie hat ihm gebeten, er sei der Vorratskorrespondent beim Eichmann-Prozess. Sie allein hat gesagt, Edis. Aber hat sich abgesagt, es ist ein Spektakel und ich bin nicht verinteressiert in so ein Spektakel. Es ist einmal weg, mein Interesse in Rochel Auerbach. Und noch wichtiger, mit Jahren später, meine gewesene Student von Washington University, Samuel Moyne, hat beschlossen, sein erstes Buch soll heißen Holocaust Controversy, wegen Steiner, ja. Buch wegen Treblinka. Ich bin damals gewohnt in Paris. Ich sei gekommen in Paris, weil hat gedacht, interviewen Steiner oder Stenner, wenn wir oft in Frankreich. Und Stenner hat ihm gewesen sein Archiv und in Archiv sind einen Brief nach schlechten Französisch von Rochel Auerbach. Und Bechlal ist gewesen, und sie hat geführt einen größten Kampf gegen Steiner, wegen, was hat gerade gesagt, wegen Treblinka und wegen dem jüdischen Widerstand Bechlal. Ist gewesen fasziniert von der Persönlichkeit von Rochel Auerbach, habe ich mit ihm gearbeitet, überzusetzen, helfen, lehnen ihre Schriften, was in der Medienbibliothek sind, sie alle gewesen, benimmt. Aber sich allein ein bisschen einfach interessiert in Rochel Auerbach. Ich muss das sagen, Moyne hat sein erstes Buch mir gewidmet. Holocaust Controversy. Ist sie nicht gewesen im Ganzen vergessen? Ich erzähle auch mein eigenes Interesse. Aber von deswegen stellt sich die Frage, für was ist sie zum Teil vergessen geworden? Für was? Das ist Tage sehr interessant. Ich meine, als nun, eine lange Zeit hat man ihn ja vergessen, aber letztens kann man sagen, als Historiker und Literaturforscher haben ihr entdeckt. Eine Reihe Ledovers, die Konferenz, was sie vorgekommen in Yale in 2019 unter der Patronat von Fortunow Archiv. Und ewig und ich kennt es, hat Samuel Moyne ist recht gewesen in der Konferenz. Aber für was hat man ihn hier vergessen? Ich meine, als sie hat nicht gehabt, wie man sagt auf Englisch, sharp elbows.
sie ist nicht gewesen ein Teil von einer politischen Bewegung. Sie ist nicht gewesen in einer literarischen Clique. Sie ist nicht gewesen verbunden mit Menschen, was wollten ihr gekannt stützen und was wollten ihr gekannt helfen. Ihr ganzes Leben ist sie gewesen allein. Und sie ist echt gewesen ein sehr schwerer Mensch. Es gewesen sehr schwer mit ihr auszukommen. Sie ist gewesen sehr verbissen, sehr fanatisch. Nach der Milchome hat sie gemeint, dass ihr einziger Ziel, ihr einziger Schliches im Leben ist zu verewigen dem Andenk von Ringelblum Archiv und Mamschich zu sein, sein Jerusche. Mamschich zu sein der Arbeit von forschen die Geschichte von die Kedoshim. Und sie ist gegangen ihr eigenen Weg. Sie ist nicht gekannt mitarbeiten mit anderen Menschen. Sie hat sehr große Probleme, wenn sie es gewesen in Yad Vashem. Und sof kol sof meine ich, als sie ist gewesen ein Loner. Ja, sie ist gewesen ein Loner, wie man sagt auf Englisch. Und wenn sie ist gestorben, hat man in ihr vergessen. Mit nicht gemeint, als das ist ein erstrangiger Forscher, als das ist ein erstrangiger Historiker, als das ist ein erstrangiger Theoretiker. Das ist etwas, ein Mensch, was hat aufgestellt, gewisses Abteil in der Yad Vashem, und es hat getan eine wichtige Arbeit, aber es ist nicht gewesen immer so, was man darf wegen ihr Dämonen und man darf wegen ihrer Sache anschreiben. Wie sagt, da hat sie doch sich das letztens in die letzte, wenn wir sagen, 10 Jahre gebeten, die Konferenz in Yale. Ich habe mit etlichen Tagen zurückbekommen von Paris eine französische Übersetzung von Carolina Schimaniaks Sammlung. Und das ist sehr wichtig. Ich meine, als Französisch ist sie viel weniger bekannt wie auf Englisch. Und ich habe gelernt, als in London hat man übersetzt der jüdische Aufstand auf Englisch. Ja, das ist erschienen mit ein Jahr zurück. Zurück. Ja. Und das ist mein Freund Andrei Polonsky ist verbunden mit dem Projekt. Ich meine, sie haben bitte andere Sachen überzusetzen. Also als sicher mehr nicht vergessen, aber euer Teil in der Wiederauflebung von Rachel Auerbach ist sehr, sehr wichtig. Aber ich will euch sagen, als viele Fall der Milchome ist ihr gewesen sehr schwer einzuordnen sich in einem literarischen Leben. Ich meine, als wie ruhig ist nicht leicht gewesen, akzeptiert zu werden in der jüdischen literarischen Zwiebel. Freudenfeindliche Chochmes haben nicht gefällt. Mir pflegt ihr rufen in Warschau die literarische Beilage, weil sie ist gewesen verbunden mit Itzik Mangern und kein Shalom Bayes ist bei sie nicht gewesen. Und ich meine, als sie ist nicht gekannt
verteidigen, sie nicht gekannt auskleiben die gehörige Menschen, was wollten ihr gekannt aushelfen in Leben. Und das gewinnt a Schott. Das gewinnt a größer Schott. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das Jiddische Kohl von Boston. Ich will sein zufrieden, wie wir wird mich ehren. Und ich will ganz sein zufrieden, wie wir wird mir schreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, wie wir werden sich wiedersehen. Ein bisschen hat meine ich, Biografie gehabt zu tun mit dem. Am Ende sagt, meine Mama stammt von Podolje. Von einer Städtel in Podolje, was ich hat, wenn sie es gewinnt, ein Kind, hat bei der österreichischen Grenze. Von jener Seite Grenze ist gewinnt Galizien. Es ist gewinnt eine Free Trade Zone in jenen Jahren. Und ihr Tate, mein Seite, pflegt vor, kann Österreich einkaufen und verkaufen Sachen, was sind billiger auf einer Seite oder auf der anderen Seite. Und sie ist ein paar Mal mitgefahren mit dem wie ein Kind und gesagt, oh, Galizien ist im Ganzen anders. Sie hat gesehen, zum ersten Mal in ihrem Leben, lateinische Oysters. Was ist das? Hat sie gefragt. Das ist Polisch, hat der Tate gesagt. Also, es hat Mischa Galizien ist auch verrechnet von Podolje. Ist das nicht gewesen mein Podolje? Es gewesen eine polnische Podolje, nicht keine russische Podolje. Und eine ukrainische Podolje. Und auch von beiden Seiten ukrainisch. Aber Ja. die literarischen Sprachen und die zwei Seiten sind in gewesen russisch und polnisch. Ja. Sie gewinnt in einem gewissen Sinn ein bisschen polonisiert. Sie hat studiert auf Polisch, gerät Polisch, weiß euch, ohne Akzent, gerät fließig Polisch und geschrieben auf Polisch. Und das hat ein bisschen kompliziert, ihr Lage eben Jiddisch. Sie ist nicht gewinnt verrechnet im Ganzen für ein jiddischer Schreiber. Sie ist gewinnt zum Teil ein polischer Schreiber, die Mohammed ist euch gebrochen. Sie gewinnt ein Schreiber, ein Journalisten in Nash Pschegelon, dem polisch-jiddischen Journal. Also es ist ein bisschen weit, meine ich, von das von jiddischer Kultur. Das, aber etwas ist vorgekommen. Ja. In der halb polonisierten Galizien. Nu, aber ich will unterstreichen, ja, ich meine, dass in einer gewissen Maß hat sie gelebt inzwischen. Und das hat gehabt einen großen Heilig in der Entwicklung von ihr journalistischem Talent. Das heißt, sie hat gelebt allemal Pause die physische und geistige Randen, das heißt Dorf und Stadt, Polisch und Jiddisch, Intelligenz und Amche. Und ich gedenke, als wenn sie hat gewollt verstehen, für was sie ist geblieben leben, und andere seien umgekommen, hat sie gesagt, dass das ist gewesen zu lieb dem, was sie verbracht ihre Kinderjahren mit polischer und mit ukrainischer Poerim in einer Verworfenheit in Podolje. Sie pflegt sich spielen mit den polnischen und ukrainischen Kindern
Ihr Mischproche gewesen in sehr gute Beziehungen mit die polischen Schrenim und die Kinderjahren in der Augustan haben sich tief eingekritzt in ihr Sikoren. Und in Warschauer 2 schreibt sie, und ich zitiere, ich darf bemerken, als ewig bin geblieben leben, als einer von hunderter Jiden, was haben sich geprüft raten zwischen Christen, ist das geschehen nicht der Fall, weil ich hab gehabt mehr Seichel, nur öfter grad zu lieb an min dorfischer, slawischer Langsamkeit, zur Naivität, was ist geblieben eingekritzt in mein Physiognomie, zu lieb mein Aufwachsen und Chavern sich in die Kinderjahren mit nicht-jüdischen Arum. Und sie meint, dass der Pfarrer geblieben leben, weil sie sich eingelebt mit den Ukrainer und mit den Poljaken vor der Milchome. Und danach versteht sich, hat sich ihr Mischproche herübergezogen, kein Ulvo, wie sie hat sich gelernt in Jan Kazimierza Universität und sie studiert die Psychologie und sie ist geworden ein sehr heißer Anhänger von der polnischen Kultur und sie hat sich verliebt in der polnische Kultur und es ist sehr interessant, als lehepech zu einer sachpälische Jiden, was haben Feind gehabt, die Poljaken, hat doch irgendwo in ihren Neshame getliert ein Funk von Liebschaft und der Herz zu peilen. In die Milchome-Jahren hat sie gehabt zu tun mit dem kleinen Schicht von der polnischer Gesellschaft, was der Jid von der ganzen Jahr hat selten wenn gesehen. Das heißt, dass Auerbach ist gewinn verbunden mit der progressive, liberale polnische Intelligenz. Menschen, was haben eingestellt, sehr Lebens zu helfen Jiden. Und es ist allemal gewinn, ich wollte gesagt, ein polnischer Patriot. Ich sich keinmal nicht sich keinmal nicht angesagt von der polnischen Kultur. Und in Zeit von der Milchome hat sie geschrieben auf Polisch, mehr wie sie hat geschrieben auf Jiddisch. Ein reingerechneter Tagebuch. Ja. Ja. Der Fall, sage ich, ist das ein bisschen modern oder interessant, was trotz ihr nicht geguckt dafür, halb polonisierter Kultur wie eine Sache in Galizien, das ist interessant. In dem Fall, weil Engelblum hat auch gestammt vom Butschatsch in Galizien, was eine halb polonisierte Stadt bei ihnen ist. Und deswegen hat sie sich zugezogen zu der jüdischen Seite, noch seiendig in Galizien, in Lwów geschaffen, ein jüdischen Journal, Zusteuer, was nicht lange gedauert, aber der Ziel von dem Journal ist gewesen, zu dementieren die jüdische polonisierte Intellektuellen zu Jiddisch. Und sie hat durch sich euch ein bisschen Feind gehabt, die Zionisten, was haben gesagt, besser Polisch wie Jiddisch, oder o Polonit, o Ivrit, wie nicht Jiddisch. Durch sich, das ist gewesen der Zugang von den Polizien. In meinen Häusern haben nicht gesagt Polizien, noch Polizien. Polizien, ja. Nu versteht sich als in Galizien die jüdische Intelligenz geguckt von neben Europa auf Mameloschen. Die jüdische Intelligenz hat geredet Polisch. Aber nicht nur Auerbach, nur Michel Weichert, Melech Ravitch,
Menachem Linder, sein Emanuel Ringelblum, sein Gewinn verschiedene Schreiber, Historiker, Journalisten, was haben gewollt auskämpfen, etwas a Base für Jiddisch in Galizien, einredende Intelligenz, als sie soll sich interessieren mit Mameloschen, mit der jiddischen Kultur von Amcha, aber das hat sich sie nicht eingegeben. Und versteht sich, als kein Riches Jomim hat Zusteuer nicht gehabt. Und danach ist sie rüber kein Warsche. Das gehabt zu tun mit Mangern? Nein, sie hat sich bekannt mit Manger nur nachdem, wie sie hat sich besetzt in Warsche. Eider sie ist weg in Warsche, hat sie Hasene gehabt mit Berschnapper. Aber in Giechen sind sie sich zugange. Und danach ist er weg in Warsche und sie hat geschrieben, nie für pälische Journalen wie Naschpscheglon, nie für jüdische Journalen, aber sie hat sich nicht gekannt gut einordnen in der jüdischen Journalistik. Ihr hat sich nicht eingegeben zu bekommen feste Stelle, aber sie hat gehofft, als es wird sich hier als Sof kol Sof wird sie etwas der Griechen, aber das hat sie nicht gekannt aufgetan. Nun ist sie geworden ein Schreiber sozusagen in Warschauer Ghetto in der Kirche und mit Onik Shabbos hat sie Sofkosov geworden, kann man sagen, ein wichtiger Schreiber. Ich glaube, es ist interessant, wie sie ist geworden verbunden mit Ringelblumen. Doch sie haben sich schon gekannt vor der Milchome, weil sie hat gearbeitet für Jivo in Lemberg und sie ist gefahren in Wilna 1935, ist gewesen der Center, der Jahrtag von dem Jüdischen Wissenschaftlichen Institut und durch sich als dort hat sie sich bekannt mit Ringelblumen. Aber versteht sich, sie haben sich bei ihm getroffen in Ghetto. Stellt sich die Frage, für was hat Ringelblum gewollt, sie zuziehen zu der Arbeit von der Alleinhilfe? Als Ringelblum soll sein Aktivist nicht ist selbstverständlich, weil ist gewesen, hat gearbeitet von Joint und ist gewesen aktiv mit den Leuten von Sponschen, der Grenze. Aber was sie dafür soll sich vernehmen mit der Kirche, was hat gedacht, ich mache nicht Kintos, was gedacht sein könnte, eine Kirche verschreiben und Menschen von der Kulturwelt. Ja, das ist gewesen Sof September 1939, ein samer Anheb von der deutschen Okkupation. Und man muss gedenken, als Sach Klautur und als Sach politische Führer, Sach an Aktivisten seien entlaufen. Und Ringelblum hat gehalten, als man muss sein, zu schaffen Volkskirchen, man muss sein, zu schaffen Hilfe, die Pleitim und für die Nisrofim und für die Jiden, was haben gelitten von der Belagerung und er hat verbeten Auerbach und er hat erklärt, als er dann genommen ein Beschluss,
mit anderen Kulturen, was seien geblieben in Warschau, zu raten, wenn die jüdische Intelligenz und zu beschäftigen in die jüdische Institutions, was mehr Intelligenz. Hat erklärt, als wir müssen zu raten, wenn die Kadren, wir müssen zu raten, wenn die Schreiber, die Journalisten, die Poeten, die, was können sich nicht an zu geben in die schweren Umstände von der wir kommen, was haben nicht kein Fach, was haben nicht kein Anspar. Und mir wird sie nicht helfen, weil sie alle untergehen von Hunger. Und zweitens, hat erklärt, als, und ich zitiere, nicht alle kennen, nicht alle mögen antleifen, als es ist ein moralischer Hof zu bleiben und zu helfen, die jüdische Massen einzuordnen sich und zuzupassen sich zu dem neuen Milchome-Leben. Und Azei hat sich angeheben ihre Arbeit in der Alleinhilfe in Warschauer Ghetto. Und der Volkskirche ist gewesen in Reschuss von der Alleinhilfe, was ist gewesen an eigenartiger Organisation. Das heißt, dass es ist gewesen an Organisation mit mehr wie 1200 Hauskomiteten, mit zähnlichen Volkskirchen, mit Schulen, mit Landsmannschaften. Und es ist gewesen ein Parlament von den Hauskomiteten, in welcher Ringelblum gewesen der Vorsitzender. Die Alleinhilfe und die Kirchen besuchen hat bekommen Stütze von der Joint Distribution Committee. Und bis Dezember 1941 ist Amerika gewesen neutral. Und erfahren haben die Deutschen in einer gewissen Maß gelassen, die Alleinhilfe funktionieren. So haben geschaut wird, die Maroche von der Alleinhilfe. Und die ganze Arbeit von Ringelblum Archiv ist gewesen eingeflochten in der Alleinhilfe-Tätigkeit. Das heißt, unter der Deckung von der Alleinhilfe, von den öffentlichen Kirchen, von den Landsmannschaften, hat Ringelblum gekannt finanzieren, das Sammeln von Gewisseides und Essayen und sollen kleine Leunen zu den Mitarbeitern. Er hat gekannt einkaufen Papier, Team, Schreibmaterial. Er hat arrangiert Stellen für alle Archivmitarbeiter. Und noch eine Sache, und sie beschreibt das in Warschauer 2, als Ringelblum hat geholfen, die jüdische Intelligenz mit Zugabtalonen in die öffentlichen Kirchen. Und die Schreiber, die Dichter, die Akteure pflegen bekommen Zugabtalonen und Ringelblum hat gehofft, dass dank der Hilfe wird sie, wollen sie können bleiben leben. Ja, das ist, versteht sich der Jesod von Warschauer Zavos, die alle Suppen, was man ausgeteilt. Tausender Suppen, wie viel, ich denke nicht, wie viel können sie haben gehabt, 2000 durch sich, mehr weniger. Aber es stellt sich die Frage, wie allein hat sie gefühlt wegen dem? Wie hat er von den Suppen nicht gekannt bleiben leben oder nicht lang? Das sind dieselben Menschen, vielleicht sie sind, wären magerer und schwacher, weil sie bloß gehabt, ihre Suppen zu essen ist. Wie hat sie gefühlt wegen Bechlau, die Rolle von den Kirchen? Nur, sie
sie ist gewesen verzweifelt. Sie ist gewesen sehr enttäuscht. Sie hat gefragt, was Brüder Steins gesagt hat unsere Arbeit. Wir können nicht raten, wenn keiner jeden von der Hungertät. Das heißt, dass mir verlässt sich nur auf die Suppen, was man bekommt in die öffentliche Kirchen, wird man bekommen, lass mir sagen, 700 Kalorien a Tag. Man kann bleiben leben auf 4 Monaten. Und danach wird man untergehen von Hunger. Gemeint, dass öfter ist das herausgeworfen mir, als das hat nicht kein Beule, als das hilft keinem nicht. Aber nach der Milchame hat sie gebeten ihre Meinung. Sie hat eingesehen nach der Milchame, als die öffentlichen Kirchen haben Tage geholfen, als Jeden zu bleiben leben, weil man hat gehabt Zutritt zu den öffentlichen Kirchen und hat gekonnt bekommen Speis voneinander Qual, hat man sich gekannt an zu geben. Und sov, wenn die Deportations zu Treblinka haben sich umgeheben in 1942, seien 80% von den Juden in Warschauer Ghetto noch gewinn beim Leben. Und in dem Sinn haben die öffentlichen Kirchen als Sache geholfen. Ja, die Warschauer Savoys hat sie geschrieben, schon nach der Milchame. Ja. Und es ist in einem gewissen Sinn anders von ihrem Schreiben in der Schatz der Milchame und gleich nach der Milchame. Sie hat geschrieben in Ghetto wegen Treblinka. Ja. Wegen Treblinka und nicht nur wegen Treblinka selbst, nur wegen die, wie hat das geheißen, Werterfassung, das heißt die zugehäubte Sachen von den Juden in Treblinka, was sie geworden haben in Schmalzgruppe von den Deutschen übergeführt in Ghetto. Aber in Warschauer Savoys hat sie gewollt Kirche reden, nicht wegen dem bewaffneten Kampf. Ihr jüdischer Aufstand ist ein Meisterwerk. Ich habe es gelernt mit der gehabten Orten. Also eine Chronologie von dem jüdischen Aufstand finde ich nicht in Ehrgeiz. Aber in Warschauer Savoys findet man nicht wegen keine Sache oder nicht keine Sache wegen dem Widerstand, das heißt dem bewaffneten Widerstand. Und kümmert gar nicht wegen dem Judenrat und Tschernachow und Tschernakow und die jüdische Polizei wichtige Themen eben will, aber das demont sie nicht in Warschauer Savoys. Sie will schreiben wegen die Menschen, wenn man sie hat erzählt, Essen. Was ein Gewinn am Mosaik, nicht nur von der Intelligenz, jüdischer Intelligenz, sondern auch von dem ganzen Warschauer Judentum. Sie ist nicht gewinn zufrieden von dem, was nach der Milchame hat man gewollt reden, nur wegen dem bewaffneten Widerstand. Mit gemeint, als nur dank dem bewaffneten Widerstand hat man gekannt reden wegen dem Covid von jüdischen Volk. Und Auerbach hat gehalten, als man dort nicht vergessen, den bitteren Kampf von den jüdischen Massen gegen Hunger und den bitteren Kampf von den jüdischen Massen zu bleiben leben. Also man darf nicht vergessen, den
dem Kulturleben in der Warschauer Ghetto. Wir dürfen nicht vergessen die Rolle von den öffentlichen Kirchen, von den Hauskomiteten. Und das ist echt gewesen ein Teil von dem Widerstand. Und ich hätte echt geschrieben, als an dem Kulturwiderstand wollte der Aufstand in 1943 nicht gewesen möglich. Das heißt, dass das hat zugegräht den Boden für den Aufstand in Warschauer Ghetto. Das ist auch dem psychologischen Zustand. Nun ja, es ist gewinn gerecht. Ich habe allein geschrieben wegen Wilner Ghetto. Bin ich nicht so bekannt mit dem Kulturleben in Warschauer Ghetto, aber es ist gewinn sehr reich. Wilna hat Hashem mehr wie Warschau, wie ein Zentrum von der sozusagen echter jüdischer Kultur. Und das ist gewinn euch in Zeit von Wilna Ghetto, aber Warschau in einem gewissen Sinne ist noch reicher in Kultur, in Theater und in verschiedene Formen von kulturellen Aktivitäten und was haben und Schulen und Kindergärten und Bibliotheken und wie soll ich das sagen, zu neu sammeln dem Warschauer Judentum in Ghetto Gufe, reingerechnet die Assimilierte und die Orthodoxen sollen sich fühlen wie ein. Ich mache schon das, kein Kursen für polarisierte Juden sich auszulernen Jiddisch. Sie sollen sich fühlen. Eine Organisation, ICOR, was hat sich gestellt für ein Ziel zu organisieren Kursen von Jiddisch. Und Auerbach hat gehofft, als in Ghetto wird die polisch redende jüdische Intelligenz sich dann ändern zu der jüdischen Kultur. Und ich habe gearbeitet mit Menachem Linder, zuzuziehen, die assimilierte Intelligenz zu lernen, sich Jiddisch. Ja, der Mond Menachem Linder, wollte was ja der Mond, versteht sich in der Warschauer Zavois, in Warschauer Testament, wollte ich auch gebeten zu dem Monnen und lehnen, gewillt, Auszugen von Warschauer Zavois wegen gewisser Persönlichkeiten, was ihr habt gefunden in Auerbachs Schriften. Ja, nur Josef Kierman, Miriam Orleska und Shia Perle und Menachem Linder versteht sich, Janusz Turkov und noch Sachpersönlichkeiten. Okay, ich lerne einen Auszug auf Jiddisch von Yizkor. Ja, Gordon Kolob von Yizkor und später auf Englisch von dem Warschauer Testament. Also hebt sich an Yizkor. Ich will klären, als ich das angeschrieben in November 1943, wenn sie schön gewesen auf der arischen Seite und mit polnischen Papieren. Und sie ist gefahren auf der Tramway und eine polnische Frau auf dem Tramway hat plötzlich genommen weinen. Und die Frau hat beweint ihr Sohn, was die Deutschen haben nur was erschossen. Und Auerbach hat eine Tracht getan. Eine polnische Frau mag ja weinen, aber sie, eine jüdische, kann nicht beweinen, die 500.000 Juden, was seien umgekommen in Warschauer Ghetto. Und wenn sie hat sich umgekehrt zu ihr Zimmer,
hat sie angeheben zu schreiben, ihr Essay Jisker. Und als hebt sich das an. Ich habe einmal gesehen eine Verfletzung in die Berg. Ein Weggerissener von seiner Ort in Mitternacht haben die Hirzene Stiebler wild sich getragen über die Qualies von zerbrüsten Teich, mit noch brennendige Laternen innewenig, mit Männern und Frauen, mit Kindern in Wiegen, ungebunden auf Strick zu Balkens. Andere hat es einen schön gewinn ledig innewenig. Nur von die Dächersäre ist ausgewachsen a geplonter Hand, wie Zweigen in a Sturm geworfen sich, gebrochen die Hand in Verzweiflung, sie's noch hilf sich gestreckt zu die Himmeln, zu die Breges, mit gesehen von weiten Meiler aufgerissene, aber das Schreien hat man nicht gehört, weil das Brill von die Wassern hat alles verhört. Als sie haben gefleht zum Umkommen jüdischer Massen in Tag von Aussiedlung, als sie ohne Hilfe gesunken in den Marbel von Vertilgung. Und danach geht sie zu ewig so vergessen auf einen Tag von meiner Tag, wie ich hab gesehen dich dämmelt, Volk unseres, in Jisch und Verlorenheit, an ausgeliefert auf Vernichtung, soll mein Namen sein vergessen und soll mein Sacher sein verscholten wie der Sacher von die Beugdim, was seine nicht treue zu kein Chelik in dein Pein. Und ich meine, also dem Schliches hat sie auch gehit bis zum Sof von ihr Leben. Ja. Okay, und jetzt auf Englisch. Das ist ein Auszug von dem Kapitel wegen die öffentliche Kirchen. I remember the Kobrinner family, 3 sisters who managed to rescue a fine aluminum pot from what's had once been a home and a life. In the early days, one of the sisters would come to get soup for all 3. Maybe the others were working somewhere. I didn't really know the family at first. About half a year later, a woman approached me. She had a chit and was carrying the pot. My sister is sick, she told me. That happened before they organized the ghetto. Our kitchen was serving about 500 to 600 soups a day then. The woman who doled out the soup, Miss Helena, knew all the customers. She served them with a smile and a warm word. She knew about their lives and their troubles. She asked the new sister how the older one was doing. So it was. One sister took the other's place. A while later, Helena informed me the third sister was standing in the soup line. So now the second sister no longer had the strength to come. Only the pot remained as before, well cleaned and glistening brightly. That pot told volumes about a way of life, about a tidy home, about the dignified decline of yet one more Jewish family. Außergewöhnlich, ja. Wir haben geredet früher wegen ihrer positiven Beziehung zu der polnischen Kultur und zu Polen bechlall. Aber noch einmal spürt man einen gewissen Beiz. Es gewinnt ein bisschen enttäuscht in Polen noch einmal. Es hat gefühlt, dass der Antisemitismus ist nicht weg mit den Jiden. Die Jiden sind weg, aber der Antisemitismus ist geblieben. Und es ist bedeckend mit Polen. Nu versteht sich, als ich sich enttäuscht, aber ich hätte gemeint, als noch ein Gruben ist Medina Israel geworden, der Zentrum von jüdischen Volk. Und man darf sehen, zu verstärken die jüdische Medina
und zu der Nentern, die Jiden in Goles zu Medinas Yisrael. Und sie hat gemeint, dass in einer gewisser Maß kann man das tun auf den Smach von Grubenforschung. Das heißt, eben man forscht im Gruben und eben man versteht, was ist vorgekommen in Zeit von der Milchome und eben man versteht besser die Lehre von der Gruben, kann man einsehen, dem Badeit, was Medinas Israel hat, für ein jüdischen Volk. Als zu lieben Gruben muss man sehen, zu verstärken die jüdische Medina und zu der Nenteren die Verbindungen zwischen die Jiden in Goles und die Jiden in der jüdischen Medina. Das heißt, wir machen es kein Tos, hat sie sich gewinnt interessiert zu kommen in Amerika. Sie hat die Möglichkeit zu besetzen sich in Amerika, aber ich weiß nicht, was ist von dem geworden. Aber ich meine, als in 1950 hat sie schon beschlossen, als ihr Ziel, ihr Schliches ist zu besetzen sich in Israel und zu bleiben Gewissheit und zu verewigen dem Andenken von dem Gruben und Mamschich zu sein Ringelblums Schliches. Das heißt, Amerika hat, Amerikaner Judentum hat nicht gekannt verbeiten dem polnischen Judentum. Und, Nein. Nee. Und Israel kann auch nicht verbeiten mit dem polnischen Judentum, aber von deswegen ist Israel ein jüdischer Zentrum, das in Amerika ist öfter ja und öfter nein. Verstehe ich das von Ihrem Guckwinkel. Aber das ist ein Thema, was man für sich. In Israel ist ihre Beziehungen mit Yad Vashem nicht gewesen, also freundlich. Sie hat vertan mit Gvi Edison, aber wie ich verstehe, hat sie gewollt, dass die Gvi Edison sollen sein in der Form von, also sozusagen, Zavos, das heißt Testamenten, das Gvi Edison, persönliche von die Leben gebliebenen. Und nicht auszufüllen, Questionnaire, Fragebogen. Ja, nur sie in Yad Vashem hat sie nicht gekannt durchkommen mit dem Direktor. Sie hat nicht gekannt durchkommen mit dem Direktor, der bewusste Historiker Ben Zion Dinur. Dinur hat gehalten, als mehr von als muss sich Yad Vashem vernehmen mit historischen Forschungen wegen die vertilgte jüdische Kehilles in Goles. Aber Auerbach hat gewollt legen dem Trop auf gewiss Eidesen und die Nuren ist das nicht gewinnt zum Herzen. Seine Abschätzung von ihr Arbeit ist gewinnt gar eine negative. Hat gehalten, sie hat nicht kein Doktorat, sie hat nicht geendigt der historische Fakultät. Das, was sie hat übergelebt im Gruben, das, was sie sehr interessiert in die emotionellen Aspekten in dem Ufer von den jüdischen Karbones. Hat das gehalten für Chesoren und nicht für eine Meile. Es ist zu emotionell. Und Sof kol Sof hat Auerbach attackiert die Nuren in der Israel-Presse. Die Nur hat ihr befreit von ihrer Stelle. Nicht mehr, was in Gichen, noch einen öffentlichen Protest hat der Yad Vashem gemusst zurücknehmen. Aber
bis ihr Pensionierung in 1968 ist ihr Maroche in Yad Vashem nicht gewesen kein Gehebene. Und sie gehabt das Teines zu der Verwaltung. Und sie hat allemal gehalten, als ihr gewisses Obteil hat nicht hat nicht bekommt genug Stütze von der Verwaltung. Ich vielleicht der Mann als Auerbach hat gehabt eine sehr große Rolle in der Zugreitung von dem Eichmann-Prozess. Und sie hat gehalten, als dem Ebenon in Eichmann-Prozess sollen vernehmen lebendige Edim und nicht wie im Nürnberger Prozess Dokumenten. Und sie hat das ausgeführt. Nu, ich meine, als Rochel Auerbach wollte gewinnen, der Gerät, was man gerät, schon mit Jahren und Jahren und Jahren nach ihr Tod hat man gerät wegen ihr auf Jiddisch. Und schon über eine Zeit, was wir retten, so, wir wollten gekannt retten weiter und weiter, aber ich meine, als den Wechsel ein bisschen abruhen, seit Maskim, und ich will auch sagen, dass ihr hat sich nicht was zu schämen mit euer Jiddisch. Euer Jiddisch ist ein Geschmacker und nicht vergeist. Aber Menschen in unser Alter, das heißt, dass ich wohne in West Hartford, Connecticut, und meine Eltern sind weg mit 40 Jahren zurück. Und 40 Jahre habe ich nicht mit wem zu reden Jiddisch. Das heißt, dass es ist sehr schwer, wenn man verliert nicht nur die Eltern, sondern man verliert auch Mameloschen. Und ich bedauere das sehr. Ich bedauere das euch und ich habe gehabt Masel, wenn ich habe sich übergezogen von St. Louis, wo ich habe nicht gehabt, mit wem zu reden Jiddisch. Leute einmal, wenn Eli Wiesel oder Wiesel ist gekommen mit hat eine Lektion in St. Louis, habe ich ihm vorgestellt und hat gleich erkannt, dass wir damit keine Jiddisch mehr haben, gerät Jiddisch danach. Aber ich glaube, nicht gehabt, keine Möglichkeit in St. Louis. Aber in Boston habe ich ja gefunden, als Vive von Menschen, was reden Jiddisch und was wollen kennen Jiddisch und wollen. Und das hat geführt, wie ihr wisst, zum Wörterbuch, was ist herausgegeben von Indiana. Das ist ein Eizer, das ist ein Emerser Eizer. Danke. Ein größer Jaschokair. Und ich verlasse mich auf dem Wörterbuch. Schönen Dank und dass ich muss der Mann, das ist ein Dank der Medem-Bibliothek, was ist nicht genug bekannt in Amerika, was ist ein äußerst gewöhnliche jüdische Position, schon die beste jüdische Position in der Welt. Das ist mit Ausstellungen, mit Vorlesungen, mit Seminaren, mit dramatischen Vorstellungen und so weiter. Es kocht sich in der Medem-Bibliothek. Alle wollten mir das gehabt, aber man muss sagen, als die jüdische Bücherzentrale mit der Zeit ist euch geworden, ein wichtiger Center von Jiddisch. Ist auch eine sehr positive Note, lassen wir sich gesegnen und wir werden sich treffen in etliche Tage herum. Nur gut Schabes, gut Jontef. Gut Jahr. Bin a Jid, o gemat a Tatre,
Schau. Geht's bei Beimalle, geht's bei Freud. Liegt mein Bruder Schleimalle von der Deutsch geteut.